Quentin heeft me al eenmaal eingeladen, ik zal met hem op mees voor een fashion. En veel weg voor het knalste van wat hij weer voor en wat het te doen hadden. En vroeg Quentin me een paar maal en hij zei, ik wil je een wool geven, die kost met mij mees voor een fashion, of die zal een boodschap brengen. Ik vrees me dat ik van daar hier met je top zijn. So. Nou, dat is vielleicht nicht ganz die Wahrheit, das ist vielleicht ein bisschen Tagsspiel, aber das ist, das ist gut, hier was sagen. Ich hatte das auch stout nicht getan, und ich hoffe, die wollen mir das zu gut halten, wenn ich hier ein bisschen stummen da, und dann war es ein bisschen so hier und da, dass ich hatte, somebody have to win a Karte holen oder sowas. So. Wir wollen von der ein klein bisschen Anwach nehmen. Wir haben schon das Bürgerlatte hier, den Brief hier gepredigt. Und wir wollen von der ein klein bisschen Anwach nehmen, aber ich glaube, was wir sehen von Gott sein. Wir wollen anfangen mit dem Beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für diesen Tag und ich danke dir für das Wort, was du uns gegeben hast. Und ich bete von dir, dass was ich hier will sein, dass wir für die näher sein und die verherrlichen. Ich bete in deinem Namen. Amen. Eine Frau, warum bist du von dir hier? Zu was kommen wir hier? Was tun wir hier? Was wollen wir hier? Was ist die Ursache, dass wir hier jeden Sonntag kommen? Was ist die Ursache, warum wir in dieser Kirche vererbt haben? Ich habe diese Frau einmal, ich habe Sinnerschule lernen, und ich fragte mal von den Kindern, und dann werden verschiedene Antworten. Und some sagen, sie wollen von Jesus lernen, sie wollen die Bibel lernen, sie wollen Gott preisen, alles Arten. Und ich sage, aber den Präger jung werden, dann kriegt ich ihn und sage, Jung, warum bist du hier? Kriegt er mich so vorne an und sagt, wenn es mein Dad sagt, ich so. So sehr Wort hat die Antwort, und das wird auch ein bisschen mit Spaß taub, aber ich habe mir die Frau so fertig muss feststellen, warum komme ich jeder Weg in diese Kirche? Letzte paar Jahre und beyond über das Internet, warum tue ich dort? Ich glaube, das ist wichtig, dass wir das weiten, warum wir das hier tun und warum wir hier sind. Wir wollen von der Lukas Kapitel 15 lesen, und das ist eine Geschichte. Und ich glaube, du würdest die Geschichte auch passend gewesen sein für einen von den Menschen. Warum bist du hier? Wir da haben blättern und wir kicken. Lukas Kapitel 15, Vers 11, fängt es das an. Dann sagt er auch, ein gewisser Mann hat 2 Sehens. Und der Jüngste sagt zu seinem Vater, Vater, gib mir mein Port von Aufgabe. Das mich trifft. Und er teilt sein Geld an. Und das geht auch nicht lang, dann packt der Jüngste sich alles taub und reist er weit von Haus in ein fremdes Land. Und durch vermacht er sein Geld durch sein wildes Leben. Diese Geschichte ist für unsere Familie nur dichtbei gekommen, dass es gingen wird. Mijn broer en ik hebben allemaal verteld wat hij mal gedaan heeft in zijn jonge jaren. En dat is zo. En ik had ook van dit gereed en hij geeft me ook de vrijheid en de wieder van reden. Dat hij weer de jongste jong. Hij is alles ik zijn, maar hij weer de jongste jong. En als hij in de hogeschool wordt, dan wordt hij zeer jeen aan en hij denkt ook zeer weit van wat mijn ouderen worden verlangt hebben. En wat we hier in de kerk worden geleerd hebben. Hij heeft het zelfs tegengestaan dat du weer in tijden, hij de gewisse dingen, niet wens hij wil die doen, maar hij wil mijn ouderen dat schon doen. En wanneer de mensen van de jugend of van de kerk komen zijn, Isaac, dat machst du niet, of ik, zo machst du niet, die dat vrede aan, dat geen aan wird, wat de mensen hier willen hebben. En ik kan niet zeggen, mij denkt dat nog zeer klaar, wo dort in onze familie ging. Ik kan dat goed denken, wo wij, mijn ouderen dat deed. Dat hij werd weggegaan van wat hij van klein aan geleerd had. En dat hij werd weggegaan van wat hij hier in deze kerk leren deed. En ik kan niet zeggen dat ik denk dat verder, maar mij ging dat zeer slecht. En ik zeg dat wat mijn ouderen deed. En ik heb bijvoorbeeld, wie wir dann top in eine Schlupfstuf,
En fertig, ik moet slopen gaan, dan moet ik me op de knie slaan, we zien baden, en praat ik God, haar brengen hem naar huis. Dat is niet eruit, want hij van daar wo wordt voorgelaten en aankomt, dat is niet eruit, haar brengen hem naar huis. Vielleicht wordt hij zich van daar bekeren, vielleicht wordt hij dat maar zijn wat hij erreicht heeft. En dan deed ik dat ontvangen te anderen, en we kunnen hier in deze geschichte ook zijn. En in vers 14 zegt het, en als hij is niet meer hoort, kwam een grote hongersnood. En dan wordt die tijd zeer zwaar voor deze jongen. En in vers 17, het is een beetje een lange geschichte, ik werde niet alle lezen, maar in 17 zegt het, aber als hij zum Besinnungskeim, seht hij zu sich selbst. Dus dan zit er dat zelfs, dat wat hij doen heeft. Dan zegt hij, mijn vader heeft arbeider, wat het beter gaan als ik dat nu jetzt heb. Dan gaat hij naar huis. Dan merkt hij en stelt zich aan, dan gaat hij naar huis. Ik kan me dat graag denken, den dag is wie weer een toek gekomen is, de heer jongens van de jeugd, en dan reden we van verschiedenheid. En dat is God zijn leiding, dat hij oudere jongens in die groep, die vangen aan van verschiedenheid te vertalen. En dat ging in de reden aan, waar we moesten ons naar God, we moesten God dienen, we moesten ons bekeren, we moesten ons de hand stellen. En als we dan in huis waren, mijn broeder ik die weer zeer stel. En als we willen slopen gaan, ik ging in onze sloopstof aan, en ik die ging alleen gang, in mijn oudere stof. En mij werd het ganz goed, wens, die werd thuis, die wordt alle goed zijn. En ik hoorde, ik kon hier niet vertalen door een stoot, ik slijp schließlich aan. En hoe ga ik de woeterbuddel doen? Arbie, would you mind? Ik slijp schließlich aan. En nächsten dag, thank you. Nächsten dag is ik opstaan, ging ik eraf. Zo, mijn mama bij een dash. En ik had al lang, ze stond niet gezien. Dat werd vrouw. En ze zei, die broeder Isaac heeft zich bekeerd. Halleluja. En het, op de jeugd, mijn oudste broeder werd dan jeugdleraar. En ik weet dat weer een van de eerste dingen wat hij vol van vertalen. Ons broeder Eik is naar huis gekomen. En zondag gaat mijn dad niet velken zijn eraan, aber hij rand meest ver op de kerk. En wanneer de prediker hem dat wordt loten naar de nacht, hij rand naar ver en zei, ons jong is naar huis gekomen. Ziet vrouw wat met ons. Halleluja. We zijn zeer schijne tijd. En ik weet ook zeer vrouw, dat hij zich bekeerd had, dat hij zich gegeven had te Jezus. Aber één ding, wat mij schwer vallen deed, wat aanvangs schwer te worden, wie we onze mensen zich eruit omstellen deden. En ik moet blijven. Deze geschichte, die wordt mij immer dollar en dollar aan wat. En nu dat, aan wat, schwander aan wat. Ik wil weer lezen. Want we zijn hier, de vader, de jongen die kwam naar huis en zei, vader, ik zou dat niet weten, te niet zien, genannt zijn. En de vader, die hoort niet meer wat hij zei, hij zei, sagte zu de knecht, sagte, bringt den Rock, bringt de schouw, bringt den ring. En die daagt den arm en die voet den arm. En als bloos vrouw in de huis gekomen is. Maar dan, wanneer we weer kijken dan, vers 25 sagt es, der erste Sehn ober, wieder bestarb. Und als hij nu naar huis kwam, en dat muziek hield, en zag, wo zij dansten. Roopt hij zijn knecht, en vroeg, wat er verging. Der zei te hem, die broeder is gekomen, en die vader heeft den dat maaskalf geslacht, wees hij gezond vader heeft. Dit passiert nicht kraxes dort, da wird nicht ein großes Fass für uns, für meinen Bruder, über das Wort, am besten überein, der dort Wort dort bei uns. Die Jugend, die frieden sich, die Menschen, die Kirche die frieden sich, und die kommen und die versammeln sich um meinen Bruder Isaac. Und ich weiß fertig,
Ik kan me goed denken, wo die kwamen naar ons huis, die namen ook met, die voerden te koffie, die namen den met, die voerden bowling, en ik kon thuis blijven. En dan vang ik me ook een beetje zo aan te vallen, dus deze jongen zich hier vallen deed. Wow. Wat gaat hier aan? Meine Kinder würden selber sagen, that's not fair. En das, wenn ein bisschen kijkt, das stimmt auch nicht ganz recht, nicht so? Und dann muss bei uns kijken, was wird das denn Futter? Warum wurde das dort down? Das lag nicht ganz recht. Und dann kann ich aber sein, dann wird der Erste sehen, da, und will nicht nachgehen. Dann ging der Futter raus und prachert am, nach zu kommen. Die sehen übersehen zu sein Futter, kick einmal. All diese Jahre habe ich die gedacht, und sie die niemals jeden angewasst. Und du hast mir niemals einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden können hier und da leben. Aber nu, dass dieser, den sehen, kam, die den Gott mit Hören vermachelt hat, hast du vor allem dort Maskopf geschlacht? Ich folge mir das, ich war ein bisschen oft gewesen. Und dann denke ich so, das Lot ist von den Futter, das nicht ganz recht behandelt hat. Aber wenn wir wieder kicken, dann wollen wir kicken, wo fängt diese Geschichte an? Wenn wir in Kapitel 15, Vers 2 oder 1 und 2 kicken, dann sagt es das. Dann brachten alle Tagsklagter und Sünder sich nur nach Jesus, zu hören. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer grumsäuden darüber und sagten, dieser Mann nimmt die Sünder an und atmet ihn taub. Ich will von dir today reden, was du vielleicht so fallen. Ich habe das einmal recht getan. Ich bin bei der Kirche geblieben. Ich habe das Wort probiert, immer nur zu folgen. Und später sich das. Einer kriegt nicht, was dort einem treffen wird. Oder was einer wird bleiben, dass einem hier auf dieser Welt treffen wird. Jesus vertelt hier 3 Geschichten, 3 Gleichnisse. Erste ist von Schub, zweite ist von Silberstecker und das dritte ist von den verlorenen Seen. Und jeder Mal, wenn wir den kicken tun, alle 3 Gleichnisse, geht was verloren und dann die Wirt oder die Futter, das gefangen hat, dann kriegt er eine Herdhaupen, Frindhaupen, sagt, wer will froh sein, ich habe das, was gefangen, was ich verloren habe. Jesus brauchte diese Geschichte zu wissen, was für eine große Life ans himmlische Futter hat. Und wenn wir würden kicken, dann muss ich fragen, wo sind wir in dieser Geschichte? Wo stehe ich? Ich muss dort schließlich einfach mit dort kämpfen. Ich habe Pferden gekickt und gedacht, der ältere Bruder, den wird schlecht behandelt, den wird arg behandelt. Sind wir die jüngere Bruder? Vielleicht sind wir in den Sinn gefallen und uns fehlt, dass wir uns würden bekehren. Und wenn dort von dir du bist, ich will ihn ansporen, dort von dir. Dort von dir. Morgen ist nicht versprechen. Wir wollten nicht, dass wir noch einen Tag werden haben. Dort von dir. Oder vielleicht bist du der, was du läufst, du hast das alle getan. Du darfst das alle erreichen, aber spätestens da fehlt noch was. Ich habe viele Jahre dort gedacht. Was ich nicht kann sein, dass mir in mein Hart fehlt das auch, dass ich dort bekannt habe. Wuarom Sie Wie Hia? Warum bleibt der erste Jung bei seinem Vater? Wie kann sein, wenn wir ein bisschen ankicken, der bleibt nicht, wenn es heute wohl sein. Der bleibt da, wenn es heute falsch ist, heute musste sein. Unser Mission Statement in dieser Kirche ist,
wir wollen Jesus Christus nur vor ihr sein. Dann müssen wir uns fragen, wo ist Jesus Christus? Was von Anstellung hat Jesus Christus? Und als Jesus diese Geschichte vertalen hat, prüft er die Pharisäer zu sein, dit ist, wo Gott ist. Wenn wir Jesus Christus beobachten dann auf der Welt, dann können wir ein sehr fernes, klares Bild sein, was von himmlischer Futter wir haben. Diese Pharisäer, die können das nicht annehmen. Die Schriftgelehrten, die können das nicht. Die werden gewarnt, das muss Wort für Wort nur gefolgt. Und wenn wir dort tun, dann sind wir rein. Und nu vertelt Jesus das. Wenn wir nach die andere Gleichnis kijken, dann ist eins von Schub, eins von Silberstecker. Er zijn 99 schub die bleven thuis en een gaat weg en dat gaat verloren. En als die weer dat terugbrengen dat, ik geloof niet dat die 99 schub, dat worden han afgewezen. Ik geloof die worden geen onderscheid gemerkt hebben. Die worden kraken dood geweest zijn, want die ook waren dan op de stap met een top bruisen deed. Ik geloof dat is een goed beeld waar we ons zullen opstellen. Te anderen, wanneer die aankomen dan. Ik word er nog wieder van reden. Dus ik wil zeggen, in vers 6 en vers 9, sagt het klaar, en die komen op en die vrede zich. Meestens van de einfach, Englisch würden sagen, they had a party. Für einen Silbersteck, für einen Schub. Warum? Die erste Gleichnis sind die 100 Schub. Der zweite 10 Silberstecker. Und der letzte von den verlorenen Seen sind die 2 Seens. Vrienden, ik wil je dat zeggen. Voor God zien je recht, waren de 2 groepen mensen zijn. Du waren nicht 100 sein, du waren nicht 10 sein, du waren 2 groepen mensen zijn. Die wordt dat han aangenomen, die wordt dat zich han bekehrt, en han dat han bekend, en dat han geglaubt, dat dat is, du hast ein Weg, wo wir können in den Himmel kommen. Dat moet wir glauben en dat moet wir annehmen. Wo zijn ik? Waarom zijn ik hier? Mijn broeder, die kon dat thuis doen. Die bekend dat. Hij had veel slechte dingen gedaan. Mij, dat deed me veel meer jaren. Dan dat maar thuis doen. Dat mij weer Jezus in de leven krijgt en nodig is mijn broeder. En wanneer we Jezus in de ministry kijken down, oder wat die leren deiden, wie kan dat zijn dat mes zijn ganze gepredigt in zijn leven wird wo neidig dat erst dat mensen zich bekehren doen. Hij vangt es dort an, in Matthäus Kapitel 4, Vers 17, een van de eerste dingen wat hij predigen deed, als zegt es dit. Keert om, voor het himmelrijk als dichtbij. En we kunnen, wenn wir wieder kijken dan, we kunnen het immer wahr sein. Wo hij sagt, het immer wahr. In Lukas Kapitel 13, Vers 3 en 5, sagt es dit. Weil je nicht worden bekehren, je worden omkomen. Dat wird ihnen so wichtig. Hij wird die Weg, en hij wil ons dat zijn. Wir moeten dat annehmen. En deze Geschichte, waar we het laatste lesen doen, en sagt die Vater zu denen, mijn Zoon, du bist immer bij mij, en alles wat ik heb, is ook dient. Dat is toch ganz am Platz, dat wir een Vrouwendag vieren, wens die broeder weer dood en is zum Leben gekommen. Hij wird verloren en is gevangen. Wat Jezus hier zei, dit is wo Gott sich freuen wird, wenn wir uns hingeben doen te arm. Und wenn wir diese Geboten und das Schriftwort proben nu zu folgen, das ich sehr fan. Aber, ich habe wieder tausch tun, dass du ein Weg ist,
naar God in Himmel. In Epheser Kapitel 2 sagt dort, dat als bloß durch Gott seine große Gnade, dass wir wollen ein Leben haben. Es ist kein anderer Weg. Ich habe so viele Jahre in diese Kirche gehockt und gesungen und gebet und Sinnerschau gelehrt. Und ich dachte, immer am besten so. Ich bin ein bisschen besser. Ich bin ein bisschen höher. Ich habe die Dinge nicht getan, was viele andere getan haben, was in den Sinn gefallen sind. Ein paar Wochen zurück, dann, wir haben nicht den Brief zu den Galater gepredigt. In Kapitel 3, Vers 22 sagt es, das Schriftwort, dort weist uns, die ganze Welt ist falsch und die Sinn. Die ganze Welt ist ein Sklave zu dieser Sinn. Und du hast einen Weg, wo du kannst frei von kommen. Pastor Quentin, der sagt uns ein paar Wochen zurück, sagt er uns das ganz klar. Die Pharisäer, die dachten, sie dürfen sich das mit das verdienen. Und sie dachten, wenn sie dort alle würden holen, dann wären sie besser und dann wären sie höher. Die kannten die Gnade nicht. Und wenn wir tegen diesen Bruder kicken dann, und ich mag bloß nicht mich selbst kicken. Ich kann das sein, dass der Bruder, der kann sein Futter nicht holen. Der Bruder, der hat nicht eine Leib für sein Futter. Wenn er eine Leib hat für sein Futter gehabt, dann würde er auch wieder Gas gestanden haben und gekickt. Kommt in ein Haus. Oder vielleicht würde er angeboten, Bruder, lass mich nicht irgendwo sehen. Und dort habe ich hier nicht sein. Ich glaube, dass er bestarbt. Nein, sie gehorsam. Ich dachte, was von mir verlangt, was von mir verlangt, ich habe das all getan. Und wir das Gott schuld, dass der Junge wird weggegangen. Dann bleibt für meine Frau. Ist uns das schuld, dass Menschen verloren gehen? Ist uns das schuld, dass die Sonne in diese Kirche ankommt, wo die vielleicht in den Sinn gefallen sind? Ist das eine Schuld? Braucht uns Hort für die Dinge, was Gott sein Hort bringen kann? Ich muss dort schließlich sein und tauschen. Der jüngste Bruder, mein Bruder, der wird verloren in den Sinn und ich wird verloren in meine Selbstgerechtigkeit. Vielleicht ist dort von dir eine passende Frau für uns. Dort wird mir lang Zeit, dass ich dort kann sein. Matthäus Kapitel 21, Vers 32 sagt es das. Jesus sagte, ist es das. Je glauben dort nicht, aber die hören in den Tagsklagt der Deiden. Und je Deiden nicht bekehren. In Lukas Kapitel 4, Vers 32 sagt Jesus, ich bin nicht gekommen, den die Gerechte errauben, aber dass die Sünder sich würden umkehren. Haben wir von der vielleicht einen Sinn in uns Leben, was wir würden sollen bekennen? Wann je down oder wann Gott ihn hat und ansporen, ja, ich würde sagen, das von dir. So sage ich, ihr stein da. Mein ist nicht versprochen. Wenn du glaubst, dass die von dir aus bekehren oder was bekennen, dort von dir. Aber vielleicht sagen wir auch so, vielleicht bleiben wir sind besser als andere. Ich will Ihnen sagen, uns ist das krank so neidig. Ich habe viele Jahre. Wir kicken in diesen ältesten Bruder und die Vater sagt, komm näher. Und wo ich diese Geschichte kann verstehen, ist der Vater geht näher und der Junge bleibt beten.
En ik heb voor vele jaren zijn ik buiten gebleven. Ik word beter, ik werd dal, en ik word veroordeeld over God. En dat is een shame en dat helemaal toestoen. Maar ik heb vele jaren dit gedacht. God, ik proef dat alles staat. Ik deed al wat die was. Wat deed voor mij? En door wird mijn aanstelling ganz aardig. Wie zal een gemeenschap hebben met onze hemelse Vader? En dat is mogelijk door Jezus zien zien en door de Heilige Geest. Ik kan me denken dat dit wordt levenslang duren, dat ik dat wat door wil komen. Maar ik heb God gevraagd en gebed dat ik kan een leven hebben voor andere mensen, dat hij voor ons heeft. En dat speelt zich zo van, als een staat wel, oké, nu wil ik, dit is voor mij, ik wil het dit doen. Dan komt die vriend wat aan en dan brengt hij alles uit en ver. En ik had deze laatste paar maanden en zeg deze boodschap voorbereid maken. Oh, ik alles uit in gedanken gehoord van alle tijden. Wat mensen mij ook gedaan hebben. En dan allemaal waar kwam het te trekken. Wat deed u? En steeds u nagings en wees vrouw voor wat God voor die gedaan heeft, wat voor God verdienen, broeder. En voor alle zin dat je gedaan heeft, dan blijf ik buiten. En oor ik niet. Dat viel mir deze laatste paar maanden zeer schwer. Wat doen we op deze wereld? Mij kan de vrouw zeer klar voor Matthäus kapitel 24. Vertelt Jezus ook waar aan die geschichte. En in deze week kan mir het zeer klar voor. Wat doe ik voor God? Wat doe ik voor de mensen wat te verloren zijn? Wat behandel ik die? Ik moet een beetje metdelen deze week voordat ik naar Tim Hortons en had een zeer drukke dag bij de arbeid. Ik moet schwinnwestje voor en wat holen te eten. En ik vaar erbij en je weet niet alle mensen willen Tim Hortons gaan verschillende wegen waar je kan aanvoeren bij een drive-thru. En dan zeg ik de zaten uit en ik weer rijden aanvoeren en kwam er einer van de andere zijde. Ik weer door al stoutje was en kwam daar bloos naar je praat en die voer me de ver. Dan voer me in de tuin aan. Ik zie dankbaar dat ik die keine slechte weg gebracht heb, maar ik braal den mensen uit. Matthäus kapitel 24 vertelt Jezus die geschichte en dan zegt hij, wat die van de wenigste de wenigste van deze gedaan heeft, dat hij je ook te mij gedaan. Wat doen we te God? Ik braal in deze week bij Tim Hortons uit. En wanneer we leven, dat we zijn beter, oder we zijn gerecht, zelfs gerecht staat. Maar we moeten kijken naar deze geschichte van die twee jongens. Eerst moest de voeder gaan kijken naar den jongen wat de wit afgeeft gegaan op de veld. En op einde moest hij uitkomen en moest hij den andere jongen ook nog zien. Ons is dat alle nodig, dat te bekennen en dat te staan. Wat is de grootste schande in deze geschichte? De oudere broeder, die had zich vele jaren en vele tijd, wo die had kunt met zijn voeder een fijne gemeenschap hebben, een vrouwendag. En die worden kunnen met den taub schaffen, en die worden kunnen eeren, en die worden kunnen verherrlichen. Wat is dat? Hij bleef de gans vergrunst buiten op de stap. Hij deed de arbeid, maar zijn aanstelling werd ganz aardig. Mijn broeder heeft die duld een paar weken terug, meerdere weken terug, dan duld hij met het. Nu in april, dan wordt het 29 jaar zijn, dat hij zich bekeerd heeft. Meest 30 jaar, dat hij ons voeder gediend, dat hij God gediend heeft.
En blijf me eens zeer zware vrouw op mijn hart. En die 29 jaar, wat ga ik je doen? Wat ga ik je doen? De grootste schande als in deze geschichte, dat de jong heeft zijn voeder niet geëerd. En te gauw de laatste keer we zijn, dat is ganz dal over den voeder. Dat is dat wat we voor God zijn. We hebben ons vrijen voor de genade. We hebben ons vrijen voor de leven wat ons hemelse voeder voor ons heeft. En Isaiah 63 redt de profeet van, wat de zin dat de kingen Israël hadden, dat we zo'n schande voor God. En de grootste schande weer dat die deden hem God niet eeren. Die deden God niet verherrlichen. Wel we van jou sure merken dat we hier met een rechte aanstelling zijn. De laatste paar jaar zijn zeer schwer was. Dat hebben we alle toestaan. Maar waarom zijn we hier? Vragen we ons dat we waar kunnen toekomen. Vragen we ons dat ze kijk van nu, of die deed zo en zo, of die heeft zo en zo aan Facebook, of WhatsApp, of alles wat je wist. Dat vragen we ons voor die wat Gods genade en Gods leven aan je noemen. Laten we nog Schluss maken met je beden. Hemelse Vader, ik dank je voor deze dag. Ik dank je voor dit woord. En God, Heer Jezus, die weet dat ik zal hier van de reiche zaken spelen en brengen. Ik heb zoveel jaren gedacht dat er mijn leven wordt ik dat al verdienen. En de enige weg wat ik dat kan gaan is door die genade. En ik bid van jou dat we ons worden alles als bekijken, beobachten en zijn. Waarom doen we wat we doen? Doen we dat du was die je kregen, du was die je gaan. Heer Jezus, ik bid dat u, wanneer we van jou is, dat veel ontnemen, dat die was een vrije hart geven, dat dat kan doen. We danken die voor die grote leven. We danken die voor de genade. We bidden dit in je naam. Amen.